In Pfaffenhofen startet ein Experiment mit verunreinigtem Wasser von der Straßenoberfläche. Philipp Stienshoff vom Institut für Siedlungswasserwirtschaft der TU München und Pfaffenhofens oberster Stadtgärtner wollen herausfinden, was passiert, wenn es auf diese neu angelegten Beete fällt, so wie es bei Starkregen häufig passiert. Das ist spannend jetzt hier, weil wir doch sehr viel Aufwand hier reingesteckt haben für diesen Versuch. Wir haben hier dieses komplette Gelände ausgegraben. Wir haben hier ein spezielles Substrat eingebracht und hier die Staudenpflanzung gemacht. Und jetzt schauen wir, was dabei rauskommt und ob uns das wirklich weiterhilft. Heute wird sich zeigen, inwieweit das neue Substrat verschmutztes Regenwasser reinigen kann. Die beiden sind außerdem gespannt, wie sich die Bäume hier entwickeln werden. Denn beide Beete sehen zwar gleich aus, sie sind es aber nicht. Wir haben hier zwei Varianten gepflanzt. Das bedeutet, wir haben hier einmal ein bisschen mehr eine klassische Bauweise. Da haben wir ein Substrat, welches eine bessere Wasserhaltekapazität hat als normaler Sand. Auf der anderen Seite haben wir noch zusätzlich zu eben diesem Substrat noch eine Abdichtungsbahn hier in 1,5 Meter Tiefe. Die unterirdische Abdichtung soll helfen, die Bäume länger mit Wasser zu versorgen. Ein dringendes Anliegen von Mario Dietrich. Es wird immer schwieriger mit der Trockenheit, weil gerade die Trockenzeiten immer länger werden. Das heißt, dass zwischendrin einmal Regen kommt, der den Bäumen, gerade den Bäumen in der Stadt, Wasser liefert. Es wird immer schwieriger, kommt immer seltener vor. Und vor allem dort, wo die Städte stark versiegelt sind, wie auf dem Pfaffenhofener Hauptplatz, bilden sich im Sommer die reinsten Hitzeinseln. Die Bäume wirken hier zwar kühlend, sie leiden aber auch. Schon jetzt müssen sie regelmäßig gegossen werden, vor allem wenn sie in Töpfen stehen. Eine Verschwendung von wertvollem Trinkwasser, meint Mario Dietrich, und deshalb keine Lösung für die Zukunft. Deswegen bin ich froh, wenn wir Möglichkeiten haben, dass wir Regenwasser zurückhalten können, damit der Baum auch in der Trockenzeit noch Wasser hat. Doch wie werden die Bäume auf die wasserundurchlässige Wanne, die sogenannte Rigole im Boden, reagieren? Die große Gefahr dabei ist, dass wir Staunässe erzeugen. Das machen wir ja letztendlich künstlich damit. Vielleicht verrotten die Wurzeln da unten im Wasser. Man weiß es nicht genau, welcher Baum letztendlich dann besser wächst, mit Rigole oder ohne Rigole. Das ist das, was wir hier testen wollen. Doch jetzt soll erst einmal das neue Substrat zeigen, was es kann. Das Besondere an dem Substrat ist die Wasserspeicherkapazität. Gleichzeitig auch, dass das Wasser so schnell abläuft, dass man genug Sauerstoff drin hat. Es muss natürlich auch, wenn es vor allem durch Verkehrsflächenabfluss belastetes Wasser abkriegt, natürlich die Schadstoffe zurückhalten. Da geht es einmal um gelöste Schadstoffe, aber natürlich auch um Partikel, Reifenabrieb etc. Alle Partikel, die so von der Straße abgeschwemmt werden bei einem Regen. Und genau deshalb machen sie dieses Experiment auch mit echtem Regenwasser von der Straße. Ein Versuch, für den sich auch Simon Hettenkofer von der Stadtentwässerung interessiert. Denn oft sind es bei Starkregen die Kanäle, die völlig überlastet sind. Das Wasser drückt dann durch die Gullis nach oben. Und wenn natürlich so ein starkes Gewitter kommt, dann läuft es über die Straße ab und das ist eine Situation, die wir natürlich vermeiden möchten. Und da hilft natürlich so eine Rigole, weil alles, was wir vor Ort zurückhalten können, kommt nicht im Kanalnetz an und kommt an irgendeiner anderen Stelle auch nicht wieder raus. Abgesehen davon hofft er, dass auch die Idee mit dem Substratfilter funktioniert. Das Schöne daran ist, wenn wir hier vor Ort das Wasser versickern, dann kommt es einfach ins Grundwasser und es wird nicht einfach nur abgeleitet und verschärft vielleicht sogar eine Hochwassersituation. Mit Hochwasser hat die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm immer wieder zu kämpfen. Zuletzt im Jahr 2013, als an die 120 Keller voll liefen. Dabei hat die Stadt das Thema Hochwasserschutz keineswegs verschlafen. Im Gegenteil, schon vor 10 Jahren entstand mit dem sogenannten Eco-Quartier Deutschlands erste sogenannte Schwammstadt. Pfaffenhofens Bürgermeister Thomas Herker hat das Projekt damals begleitet. Denn der Schutz vor Hochwasser und Starkregen ist ihm wichtig. Wenn einem persönlich so ein Schicksal trifft, dann steht man vor Existenzfragen. Und als Stadt ist man gehalten, natürlich die Bürger auch vor solchen Dingen zu bewahren. Im Eco-Quartier funktioniert das so. Bei Regen wird das Wasser über diese Rinnen in Zisternen oder in solche eigens angelegte Senken geleitet. Wie ein Schwamm können diese viel Regenwasser aufnehmen. Das entlastet die Flüsse und die Kanalisation. Das Wasser in den Senken soll möglichst langsam versickern oder verdunsten, denn das hilft, die Umgebung zu kühlen. Diesen Kühlungseffekt haben auch begrünte Dächer, wie hier am Rande des neuen Bürgerparks. Deshalb will die Stadt, dass es in Zukunft noch mehr davon gibt.
In der Vergangenheit haben wir das Ganze monetär gefördert durch Abschläge beim Grundstückserwerb und mittlerweile setzen wir das verbindlich fest, entweder Gründächer oder PV-Anlagen oder eine Mischung aus beiden, weil es letztendlich dann der Ökologie dient, der Regenrückhaltung und auch dem Wohnklima in den Gebäuden. Weiter hinten auf dem Areal testet Stadtgärtner Mario Dietrich in einem sogenannten Klimawald verschiedene neue Baumarten. Das ist eine Gledizie, ein Baum, der als Klimabaum gehandelt wird, kommt mit Trockenheit sehr gut klar, mit heißen Sommern und verträgt aber auch Frost. Dasselbe gilt für den Blauglockenbaum, den Ginkgo und die Silberlinde. Die Bäume gedeihen recht gut. Sie entwickeln breite Kronen und werden als Schattenspender vielleicht schon bald die Sonnensegel im Park überflüssig machen. Bürgermeister Thomas Herger ist aber noch aus einem anderen Grund stolz auf das Bürgerparkprojekt. Ja, bis vor 7 Jahren war hier an der Stelle unser städtischer Bauhof 3 Hektar versiegelte Fläche. Und im Zuge der Gartenschau 2017 haben wir die Fläche komplett entsiegelt. Wir haben jetzt hier eine wirkliche Speicherfunktion, das Wasser kann versickern. Wir sind hier auf Hochwasser vorbereitet. Wir haben eine Frei- und Begegnungsfläche für die Bürger der Stadt geschaffen. Und am Wochenende tobt hier das wahre Leben und den Bauhof haben wir in dem Zuge nach außen verlagert. Um die Hochwassersituation zu entschärfen, wurde für die Ilm ein neuer Seitenarm geschaffen und sie wurde aus ihrem Betonkorsett befreit. Außerdem hat die Stadt am Ortsrand große Wasserrückhaltebecken geschaffen. Aber haben all diese Maßnahmen schon irgendetwas gebracht? Ja, natürlich kann man punktuell Verbesserungen verzeichnen, aber die Hausaufgabenliste ist noch sehr lang und um dem Klimawandel zu begegnen, ist noch sehr viel mehr zu tun. Ich glaube, wir haben früh angefangen und sind einen Schritt voraus und können auch in Teilbereichen als Beispiel gelten. Wir haben immer wieder Besucher da, die sich anschauen, wie man sowas kommunal machen kann, aber da ist noch viel zu tun, auch für Pfaffenhofen. Zurück zum Versickerungsexperiment. TU-Student Philipp Stienshoff will nun das Regenwasser, das mittlerweile in der Wanne unten angekommen sein müsste, heraufpumpen. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, wie das Wasser unten ausschaut. Jetzt kommt was. Jetzt sehen wir schon mal den Unterschied. Das Wasser ist deutlich klarer geworden. Und was man sehen kann, ist, dass das Wasser auf jeden Fall deutlich gereinigt worden ist. Partikulär sind alle Schwebstoffe rausgefiltert. Das heißt, in der Hinsicht funktioniert auf jeden Fall die Bodenpassage als Filterschicht. Ein erster Erfolg. Ob die wasserdichte Wanne im Untergrund den Bäumen gut tut, wird sich aber erst in ein paar Jahren zeigen. Wenn wir Glück haben hier, dann wachsen die Bäume in der Baumregule besser, weil sie einfach besser mit Wasser versorgt sind. Und wenn das funktioniert, dann werden wir das an anderen Orten in der Stadt wiederholen. Damit wäre dann die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm wieder einmal mehr ein Pionier in Sachen Klimaanpassung.